In der Nähe von Petrus und seinen Freunden hat der römische Soldat gelebt. Er hat Cornelius geheissen. Er hat Gott geliebt, hat aber die ganze Geschichte von Jesus noch nicht gekannt. Eines Tages ist ihm ein Engel begegnet und hat ihm gesagt: Cornelius, schick ein paar von deinen Leuten nach Joppe. Dort sollen sie herausfinden, wo ein Mann namens Petrus wohnt. Sie sollen dem Mann sagen, er soll zu dir kommen. Der Cornelius hat sofort ein paar Römer losgeschickt, den Petrus zu suchen. Zur genau gleichen Zeit hat der Petrus selber einen speziellen Traum gehabt. Er ist nicht rausgekommen, hat aber gemerkt, dass ihm Gott mit diesem Traum etwas sagen will. Das war aber jetzt ein komischer Traum. Der war so komisch, aber der hat sicher irgendeine besondere Bedeutung. Ich habe geträumt, dass eine Regel, die Gott uns, seinem Volk, schon vor langer Zeit hat gegeben, plötzlich nicht mehr gültig ist. Das ist sehr speziell. Aber wenn Gott mir diesen Traum geschickt hat, dann wird er mir dann sicher auch sagen, was dieser Traum bedeutet. Du hast sicher manchmal schon ganz lustige Träume, die du gar nicht verstehst. Das ist ganz normal. Aber der Traum von Petrus, der hat eine Bedeutung gehabt. Gott hat in diesem Traum etwas sagen zum Petrus und er hat es gemerkt. Aber der Petrus ist gar nicht rausgekommen. Dir geht es vielleicht auch manchmal so, dass du nicht rauskommst. Zum Beispiel, wenn deine Eltern zusammen etwas diskutieren und du weisst gar nicht, von was sie eigentlich reden. Auch auf deinem Weg mit Gott wirst du vielleicht nicht immer alles verstehen. Aber du darfst wissen, dass Gott dir früher oder später wird Sachen erklären und dir alles wird zeigen, was wichtig ist für dich. So ist es jetzt auch an Petrus gegangen. Nicht lange nach diesem komischen Traum hat es an seiner Tür geklopft. Oh, wer klopft denn da an die Tür? Wohnt hier jemand mit dem Namen Petrus? Ja, das bin ich. Und ihr seid Römer, so wie ihr aussieht. Was wollt ihr bei mir? Uns hat der Cornelius geschickt. Er will, dass du zu ihm mitkommst, weil er mit dir über Gott reden. Das geht nicht. Wisst ihr, ich darf nicht mit Leuten über Gott reden, die nicht zum Volk von Gott, also zum Volk Israel gehören. Ich kann leider nicht mitkommen. Sicher. Sollen wir dich einfach ohne dich wieder heim? Ich darf ja nicht einmal ins Haus von einem Mann, der nicht an Gott glaubt. Oder vielleicht... jetzt komme ich draus. Mein Traum. Vielleicht ist das seine Bedeutung. Gott hat alle Menschen gern. Nicht nur die zu seinem Volk gehören. Ja, aber dann würde es ja heissen, dass niemand von Gottes Liebe ausgeschlossen ist. Egal aus welchem Volk oder aus welchem Land jemand kommt. Also, ja, so muss es sein. Gott gibt allen, jedem Mensch auf der Welt die Chance, an ihn zu glauben. Alle, wirklich alle dürfen Jesus als Freund haben und mit ihm leben. Gottes Liebe gilt nicht nur denen, die zu Gottes Volk gehören. Ja, also das würde ja dann wiederum heissen, ich kann mit allen Leuten reden. Also, hört ihr Römer, ist gut, ich komme mit euch zum Cornelius. Ich bin gespannt, über was er mit mir reden will. Aber zuerst kommt doch noch heute rein. Ich werde euch noch etwas zu essen geben, dass ihr dann gestärkt seid für auf die Reise zum Cornelius. So hat Petrus etwas ganz Wichtiges gelernt. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Es spielt ihm keine Rolle, zu welchem Land oder zu welchem Volk jemand gehört. Gott nimmt alle Menschen an, die an ihn glauben und das machen, was Gott wichtig ist.